Ho, 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 ihr liebe Leid. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig hier am Heiligabend. Und vielen lieben Dank für alle Leid, die mir jetzt zugucken. Ihr seid echt die liebe Leid. Also herzlichen Dank an euch alle und frohe Weihnachten wünsche ich euch. Wir machen heute wieder weiter bei Bioshock 2. Gerade hat hier der Big Daddy seine Little Sister geholt. Unsere Engel wachen auf. Ja, die Engel wachen auf, aber wir holen sie uns. Machen hier einen fetter Elektroschock auf ihn. Und dann gehen wir weiter mit Business as usual weiter. Und hauen ihm panzerbrechende Munition um die Ohren. Oh. So. Boah, Knaller. Ups, das ist nicht so gut. Ich sollte eventuell wieder das Ding... Wobei, ja, das hat sich am besten rausgestellt bisher. Also weiter mit der Niete-Pistole auf ihn drauf. Und Mini lang. Gott. Das war's dann mit dem Rumbler. Mini-Geschütz scheint er wohl auch verbraucht zu haben. Und... Du bist es. Sind wir jetzt wieder zusammen, Daddy? Natürlich. Komm mit. So. Was gibt's dann Schöneres an Weihnachten, als ein Kind zu adoptieren, oder? Gut, dann führen wir uns zu einer... Wir sind gleich da. Ja, führen wir uns zu einer saftige Leiche. Und dann schauen wir mal. Okay, hier haben wir noch was. Ich glaube, Mutter weiß, dass ich dir helfe. Sie beschleunigt meine Behandlung. Lass mich nicht im Stich. Hatte ich nicht vor, Eleanor. Was gibt's denn hier? Sicherheitskommando. Mit Sicherheitskommando übernimmst du die Kontrolle über die Sicherheitselemente von Rapture. Die feindliche Sicherheit und deine eigenen Bots werden dem hüpfenden blauen Ball folgen und ihn angreifen. Ja, das ist Quatsch eigentlich. Absolute Quatsch. Ich will das nicht ausrüsten. Das ist Müll. So ganz nebenbei. Oh, hoppla. Sorry, jetzt bin ich da noch übersprungen. Vor lauter Wiescht. Ah, da ist noch so ein Hansel. So. Der Hansel ist weg. Und... Hope this helps. Ja, wieder die kleine Geschenke von Eleanor. Okay. Hier hacken wir erstmal. Scheiße. Scheißen Dreck. Das war nicht so gut. Ups. Ja, lass mich doch mal bitte durch wieder. Ich würde ganz gerne... Oh, wobei, könnte jetzt recht nützlich sein. Geht doch mal dem Ball hinterher. Ja. Okay, könnte vielleicht doch recht nützlich sein. Brauchen wir tatsächlich anscheinend. Sehr skurril. Ich reaktiviere mal erstmal wieder. Und irgendwo hier muss ja auch eine Kamera sein. Ah ja. Da haben wir sie schon. Okay, das ist natürlich ganz praktisch, wenn hier die Sicherheitskameras erwischen, dass man die Drohne umleiten kann. Was sowas ist natürlich recht praktisch. Ah, du kannst ja noch Mini-Geschütz dann machen. Und Auto-Hack-Pfeil. Haha. Okay, verstehe. Interessante Munition auch. Jetzt erst rausgefunden, natürlich. Gut, dann heilen wir uns nochmal hier von $9. Hier haben wir noch eine Vita-Chamber. Das ist ganz praktisch. Lass mich durch, du Bot. Und hier können wir auch noch was hacken. Der wieder, sieh mich doch an, ich bin hier unten der King, Alter. Ja, da sollte ich mal vielleicht auch noch ein bisschen was holen. Und Verbandskäste wäre nicht verkehrt. Ja, mein Bot scheint sich doch schon mit jemandem zu duellieren. Ach ja. Zur Weihnachten kann ich euch übrigens nur empfehlen, bei der Heiligabend-Episode, schaut euch doch einmal meine Episode zu Resident Evil 7 Not a Hero an. Da habt ihr auf jeden Fall auch noch viel Spaß. Weil do ist mit Facecam
Und wenn ihr im letzten Jahr auch meine Weihnachtsspecials gesehen habt, wisst ihr, dass ich zu Heiligabend immer besonders neckisch drauf bin. Und dass du was Besonderes auf euch wart. Wenn ihr wollt, wenn ihr Zeit habt, am Heiligabend, guckt's euch doch gern mal an. Ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich euer eigene Sache zu tun, aber das ist auch vollständig klar. Finde den Schlüsselcode zum Plaza Hedom. Okay. Ja, nur werde ich auch versuchen, die Let's Plays so früh wie möglich zu veröffentlichen, damit ihr euch auch im Laufe des Tages eure eigene Geschäfte und Anscheinend hat der eure gute eigene Pfarrer Sache die widmen Codeschlösser könnt. gut gewartet. Früher kam man nur an Lamb ran, wenn man vorher eine Audienz bei Wales bekam. Irgendwo müsste ein Hinweis auf die Zahlenkombination rumliegen. Sieh zu, ob du eine Spur findest. Mach ich doch. So, aber erstmal hier, Lamb ist die Rettung. Daniel, wir beide haben die Pläne für Rapture Ups. entworfen. Wales und Wales Architekten. Weißt du noch? Aber Andrew Ryan hat uns auf die schiefe Bahn gebracht, mein Bruder. Weg vom Allmächtigen hat er uns geführt. In Dr. Lamb liegt die Rettung, Daniel. Ich verlange ja nur einen Beweis, dass noch ein Fünkchen Glaube in dir lebt. Ich habe im Pink Pearl, deiner Firma, ein Geschenk für dich hinterlegt. Finde den Code darauf, Bruder, und wir werden gemeinsam für deine arme Seele beten. Oh je, Pink Pearl also. Ja. Finde Daniel Wales im Pink Pearl. Gut. Dann muss das ja wohl so sein. Aber warte mal. Da geht's lang. Mal gucken, ob wir jetzt so nicht irgendwo noch eine Leiche finden, wo wir noch Adam ernten können. Wo uns das hinführt. Ah, das führt uns da durch. Okay. Ja, da kommen wir aber leider noch nicht durch. Also, sorry, kleine Schwester, aber da kommen wir leider noch nicht durch. So, dann gucken wir nochmal, was es hier gibt. Was hier möglicherweise noch lauert. Und? Adam, Daddy, da drüben. Adam Bappe, do drüber. Jo, das mag ja alles sein. Aber erst einmal kommen wir da nicht dran. Da drüber, nee, war auch nix. Und hier ist auch alles zu. The Pearl. Ups. Moment. Ich werde den verwirrenden Gedanken nicht los, dass ich dir mein Leben verdanke, Fremder. Ich schicke dir ein Notfallpaket mit der Rohrpost. Aber nichts Dr. Lamb sagen, ja? Auf einmal ist unser beste Freundin. Tja. Also urplötzlich ist die Grace unser beste Freundin. Ich hab doch gewusst, es hat sich gelohnt, die Frau am Leben zu lassen. Ups, was habe ich denn hier für Leiche irgendwie oder was? Alter! Kannst du mich mal in Friede lassen, du Affekopf? So. Gut, der ist mal weg. Und der ist auch weg vom Fenster. Alter Latz. Puh. Ja, hier geht's ganz schön ab. Gute Panita habe ich wenigstens auch noch. Der ist schon geerntet. Wie das mal klingt. Geerntet. 2 Autohackpfeile, 30 Antipersonen und 6 Phosphorschrot. Oh oh, ein Big Daddy ist hier wieder irgendwo unterwegs. Und was haben wir hier? Eine Harpune. Ui, geil. Pink Pearl. Speere. Sehr cool. Eine Hop-Up-Cola. Oh. Reizend. Blah. Ein Rumbler nochmal mit 3 Speere und 99 kühle $. So, der darf auch wieder runter. Sehr cool. Harpune. Ach, ich beeile mich ja schon. Führe mich doch mal zu einer Leiche. Siehst du? Adam, ganz in der Nähe. Achtung. Oh, schön. Die machen One-Hits. Ja, du solltest dich verkriechen. Gut. Ja, ein bisschen was haben wir noch abkriegt, oder vor?
Komm schon her. Komm schon. Hau dich. Sehr schön. Das Pearl gehörte zu den nobelsten Häusern in ganz Rapture. Aber im Krieg haben sich die Bewohner irgendwann selbst zum Verkauf angeboten. Daniels Büro ist in der obersten Etage, glaube ich. Okay. Puh, hier geht's ganz schön ab wieder. Verbandskaste. Und Jank. Sehr gut. Wir haben auch wieder einen Verbandskaste rausgeworfen gekriegt. Von $9. Lass mich gerade mal heilen. Und die Harpune ist dann anscheinend hier wie Armbrust. Das ist schon ziemlich geil. Ih. Ah, na. Ih. Ein Spider-Splicer war das wieder. Komm schon her, du. Batsch, batsch. Und das Speer nehme ich da auch gleich wieder ab. Niemand tut meinem Daddy weh. Ja. Niemand tut einem Daddy weh. Hoppla. Hey. So rum. Alter, Planet so ewig lang. So. Gut. Dann hätten wir das erledigt. Wo ist die Harpune? Da ist er. Hier haben wir jetzt nämlich die ganze Speere noch rausziehen aus der Kassette. Haben wir auch noch ein bisschen Zeug. Okay, hier habe ich noch irgendwo genau ins Leere geschossen und du auch noch aufgespießt. Perfekt. Da sind auch noch Sachen drin. Niete hätten wir auch noch hier drin. Ich meine, hier rennen nach jede Menge Niete rum, aber trotzdem, mit denen kann ich leider nicht schießen. Ah, ich liebe das, wenn man so eine neue Waffe kriegt. Ach, wie schön, wie schön. Na doch, der hat noch ein paar Dollar. Aber Portemonnaie ist voll. Schade. Wir sollten ein größeres reinnehmen. Ah. Gut, dann mach doch mal. Rosen und Sonnenschein bedeutet Engel. Ja, genau. Rosen und Sonnenschein bedeutet Engel. Siehst du das Licht im Bäuchlein? Natürlich sehe ich das. Uax, aber das mal wenigstens durch die Rücke. Manchmal fliegen die Rosen über. Nicht so eine Klötenernte wieder. Ah ja, stimmt, da war noch ein bisschen Geld drin, was ich mir aufsammeln kann. Ih, das ist schon schön Seilwasser. Wie die lispeln. Ey. So, scheiß Typ. So. So, Herr Uff. Ist eine Frau, Little Sister, so nebenbei. Na, okay. Wischt was. Wischt was. Machen wir das doch so. So. Ups. Du schmeißt irgendjemand mit Bombe oder was? Ey. Jetzt auf, Herr Uff. Ach du wieder, du Speckmann. Ja, ich helfe dir. Alter. Lass ihn Frieda. Das war ein Spider-Splicer. Okay. Alles klar. Moment. Dich hätte ich ganz gern fotografiert. Gott. Moment. So, und... Oh, die sehen aber wesentlich hässlicher aus. Spider-Splicer anfällig für Antipersonenkugeln. Und der ist eingefroren. Gott. $11 hat er bei sich. Okay, die haben alle nichts Praktisches bei sich. Okay, dann komm mal mit. Ich sage den anderen Mädchen, dass ich den besten Daddy der Welt habe. Natürlich hast du denn. Komm mit. 60 Adam gibt's hier nochmal. Sehen die Olver aus, die Spider-Splicer. Was ist das? Spider-Splicern wurde ein Gentonikum injiziert, das ihre Gliedmaßen verlängert und ihre Gelenke lockert, sodass sie sich durch die Lüftungsschächte von Rapture schlängeln können. Haben sie sich an ihrer Beute angeschlichen, dann stürzen sie sich von oben auf diese herab und schatten sie aus.
Wenn ein Spider-Splicer angreift, sollte man die Wände und Decke immer im Auge behalten und auch auf die fliegenden Haken achten, mit der sie ihre Opfer aus der Ferne bewerfen. Splicer ist die Bezeichnung für jene Bewohner von Rapture, die ihre Menschlichkeit durch die übertriebene Einnahme von Plasmiden eingebüßt haben. Alter Falter. Wie ekelhaft. Und beim Brute Splicer? Ja, okay, das hat man schon, steht an der Spitze der Nahrungskette. Boah, wie eklig. Okay. Gut, irgendwo muss ja noch hier ein Big Daddy sein, der unterwegs ist. Unser Geschütz hat schon mal hier ordentlich was ausgedealt. Das hat uns am Anfang durchaus viel genützt. Ich gehe mal wieder auf die Harpune. Und heb nochmal die ganze Speere auf, die ich hier noch verschossen habe, ins Nichts. Okay, Portemonnaie ist leider voll. Das ist noch ein Verbandskasten, den ich mitnehmen kann. Ja, eine Leiche brauche ich aber noch, bevor ich die Next Sister adoptiere. Falls es überhaupt noch eine Next Sister gibt. Gerade mal gucken nochmal. Ja. Eine Sister müsste es dann noch geben. So, dann sperre nämlich auch nochmal an mich. Und wie schaut's aus, Kenny? Hier entlang. Okay, das möchte mich hier wieder rauslotsen. Okay, da war aber auch noch ein Verbandskasten. Dann haben wir da jetzt nämlich erstmal alles voll wieder. Gut, 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 gut. Ach ja, was für weihnachtliche Sache hier. Ganz im Geiste der Weihnacht. Und hier ist auch noch was. Noch ein Verbandskasten. Hui, die verwöhnen uns ja hier richtig. Das ist offen wie eine ekelhafte Sache, was auch immer ihr treibt. Bäh. Das kann nicht gut sein, was die da machen. Und das Zeug nehme ich noch auf jeden Fall mal wieder ab. Huch. Ah, okay, Laken Scotch. Ich wollte gerade sagen, also der Typ ist bestimmt nicht Laken Scotch. Und jetzt zeigt das sich auch nämlich der Typ. Okay. Na gut. Dann sollte ich eventuell auch mal wieder die Schrotflinte nehmen. Phosphorschrot. Ah, führt zur Explosion. Okay, gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Komme ich hier eventuell mit meinem Bohrer durch? Nö. Schade. Ich freue mich, wozu dann die Technik gut ist, außer dass er im Kampf ziemlich ordentlich was ausdehlt. Kommen wir da eventuell noch durch? Schauen wir mal. Nö, da kommen wir noch nicht durch. Eventuell später. Gut, gut, gut. Als weiter. Drüber könnte ich jetzt auch noch mal kurz gucken. Die sind echt ekelhaft, die Spider-Splicer. Also die sind hier wesentlich übler dargestellt, als es in der im anderen Spiel, im Vorgänger waren, in Bioshock Ends. Pink Pearl nach wie vor. Im Mülleimer findet man noch so gutes Allheilmittel. Wie im richtigen Leben. Rufst du das Adam, Daddy? Natürlich. Da drüben. Aber keinen Krüppel. Eine das nicht du. Ich will Wurstsuppe und Riesling, wie immer. Ich muss Und Geschenke will ich auch noch, weil heute Weihnachten ist, du Mistkerl. Aber Kaffee ist auch nicht schlecht. So. Na, schieß doch mal lieber als drauf so vorsorglich. Ein Auto-Heckpfeil, von denen haben wir genug. Normale Heckpfeile wären natürlich toll. Doppelter Standard-Audiolog. Klar, ich hatte schon einige Feuer zu meiner Zeit. Und die hatten alle ihre Macken. Aber ich glaube, Rupert schlägt sie alle. Er wollte immer, dass ich mich währenddessen hochspleiße. Meinte, das bringt mehr Spaß für uns beide. Ich sagte ihm, ich mach's nicht aus Spaß, sondern wegen der Kohle. Außerdem hätte Danny einen Anfall gekriegt, wenn ich das Fixen angefangen hätte. Er selbst tut's natürlich schon. Aber was für den einen okay ist, ist für den anderen noch lange nicht okay. Hier im Drop. Genau, so sehe ich das auch. Gut, da war das Massaker, was ich da angerichtet habe im Zuge der Adam-Ernte. Dann muss es wohl... Nee, doch nicht hier weitergehen. Hä? Wo geht's dann weiter? Hilfe! Ich bin mal wieder hoffnungslos verloren. Gerade bei solchen Spielen, die Orientierung verlangen, ist schon etwas gemein. Ich habe nur leider
Echt keine Orientierung. Nein. Scheiße. Wohin muss ich dann jetzt? Hier kann ich nichts benutzen. Nee. Ah, da hinten ist noch einer. Da hinten war noch einer. Ah, ja. Du gehörst also zur Sache. Hier ist mein Friedensangebot. Ups. Willkommen im beschissenen King Pearl, Sweetie. Ups. Das muss Daniel sein. Ja. Stell ihn und zeig ihm, wo der Hammer hängt. Okay. Ich glaube, der lässt nicht mit sich sprechen, der Typ. Der ist nicht so einfach auf unserer Seite zu bringen wie, ups. Wie, Grace Holloway. Gut. Im Sprung gekillt. Ups. Du hast aber noch so ein Gesicht, Rian. Und auch noch niedergemäht. Der hat doch einen Verbandskaste bei sich, den nehme ich doch glatt. Boah, sehen die ekelhaft aus. Alter Falter, sehen die ranzig aus. Boah, also die sehen echt schlimm aus, die Spider-Splicer. Die haben sie richtig gut gemacht, meiner Meinung nach. Da ist irgendwo einer wieder runter. Oder? Ha. Alter Falter. Okay, erstmal hier mit der Nachlader. Aber ich denke, es ist wieder Zeit für die normale Niete-Pistole. Die ist immer noch am effizientesten, finde ich, bisher. Alles andere müsste ich dann nochmal durch Updates machen. Und diese Waffe-Upgrade-Station müsste ich bald mal wieder in die finden. Es wird an der Zeit. Und ja, wieder diese stinknormale Dinger, die brauche ich aber nicht. Ja, Dodofu. Dodofu brauche ich welche. Sehr schön. Schrot können wir auch noch ein bisschen was kaufen. Speere als Herde mit. Heckpfeil auch als Herde mit. Passt schon. Ups. Gott. Puh. Meine Fresse. Das sind aber ein paar bösartige Viecher. So. Und? Okay. Warte mal. Dann machen wir jetzt Auto-Hack-Pfeil. Aber vorher... Erstmal abwarten. Ja. Gott. Dann wieder so. Und ein Auto-Hack-Pfeil. Sehr schön. Gut, dann kann ich mich jetzt auch hier wieder rauswagen. Ich weiß ja nicht, ob ich einen Cremekuchen essen würde, den die vorher berührt hätten, aber blach. Naja. Aha. Das sieht ja auch reizend aus hier. Eine Leiche, die kann ich aber leider nicht abernten. Da geht's lang. Okay. Dann führ mich doch mal wohin. Ich glaube, das führt uns nicht gerade. Ah, da? Kann ich doch. Nee, das führt uns einfach wieder runter. Schade. Also hier in dem Gebiet scheint wohl Kenny zu sein, die ich noch ernten könnte. Keleicher. Das klingt so falsch irgendwie. Aber nur irgendwie. Okay, wo seid ihr dann? Daniel Wales Zimmer. Das ist er. Schick dich, mein Bruder. Blechlakai. Ich gebe dir gleich Blechlakai. Meine Güte. Der scheint sich auch ordentlich hochgespleist zu haben, der Typ. Was ist denn hier passiert mit dem Boot? Will ich das wissen? Ich glaub's eher nicht. Okay. Das kann ich so und das kann ich auch so erledigen. Na gut. Musste ich nur etwas näher tragen gehen. Ups. Hoppla. Ja, ich höre schon auf. Sind das ekelhafte Freaks?
Was war dann hier im Tisch noch? Ah ja. Wales und Wales. Hören wir uns einmal das Audiolog an. Scheiße. Ich bin blau und da kommen immer die Erinnerungen. Naja, ganz früher haben Simon und ich Kathedralen entworfen. Und wenn der Job erledigt war, dann hat Simon zum heiligen Thomas gebetet und ich habe mich besoffen. Ich war damals das schwarze Schaf. Der ganze Jesus-Quatsch konnte mir gestohlen bleiben. Dann sagt Andrew Ryan, er will Wales und Wales für den Bau von Rapture. Eine Kathedrale ohne Gott. Ein Monument des Aufstiegs der Menschheit. Die Baufirma hatte schon einen Kerl namens McDonough. Ich bin ihr Architekt, sag ich. Und Simon zieht halbherzig mit. Jetzt habe ich Mädels am Laufen und er lebt in dem Wahn, dass er Seelen rettet. Wales! Nicht zu fassen, dass ich mit so einem Trottel in derselben Fruchtblase war. Trophäe erhalten, in Kupfer übrigens auch noch Meisterhacker. So. Was haben wir hier noch? Hackers Delight 2. Oh, Hacken und heilen. Ja, komm, packen wir noch rein. Gut. Soweit sieht alles noch in Ordnung aus, aber das wird schon etwas düster hier. Ja, hier nehme ich. Ups. Hier, ein Dutzend verschissene Tauben. Habe ich dich. Und... Was sieht der aus, Alter? Und... Gleich habe ich dich. Ja, das war's. Besiege Daniel Wales hätten wir dann auch abgeschlossen. Wow. Ey. Du hässlicher Spider-Splicer. Boah. Dann habe ich auch mal gut abkanke hier. Der klebt da mit dem Arm dran. Alter. Wow. Das ist schon ziemlich fertig. Das Datum ist der Code. Los, durchsuch seine Taschen nach dem Code für die Tür, Chef. Chef? Heute Abend hatte ich Kopfweh. Und diesmal nicht vom Gejammer der Nutten. Ich komme also rauf, um den Schmerz mit einem Drink zu killen. Und da steht auch auf meiner Hausbar eine Flasche Messwein von meinem lieben Bruder Simon. Und natürlich ist das Datum auf dem Flaschenetikett der Zugangscode zu seinem Territorium. 1919. Ich sollte den Scheißwein durch meinen Körper jagen und ihm dann lauwarm zurückschicken. Dann lassen wir mal den Frieder. Ach, 1919, also das möchte ich auf jeden Fall heute auch noch erledigt haben. Dann lassen wir den Ordner sich selber. Er lebt in uns und doch auch jenseits von uns. Daniel fehlte er. Pfarrer Simon Wales nicht. Der Gläubige stirbt nicht in Furcht, so wie du. Wir erreichen das Märtyrertum. Okay. Die ist auch ein bisschen wahnsinnig, kann das sein? So ein bisschen religiös wahnsinnig. So. Und hier schwirrt auch noch Little Sister rum, aber ich habe meinen die auch noch gerade bei mir. 1919. Scheint sich noch irgendjemand mit dem... Ja. Gesagt, du sollst aufpassen und jetzt ist so ein Metall, der dir gelingt. Du dämliches, blödes Reibstück. Das ist ja süß. Okay. Ein kleines Präsent für dich abgelegt. So. Gut. Puh. Schade. Also die kann ich jetzt leider nicht noch adoptieren. Oh. Lass mich in Ruhe. Ich will dir nix.
Ah, hinter dieser Kreuzung liegt der Rest der LA. Und dort sind auch die Pumpen. Da hinten hausen Pfarrer Wales und seine Glaubensfanatiker, die er für Lamb rekrutiert hat. Okay. Schade, schade, schade. Vielleicht kann ich noch an den anderen Trag kommen, wenn ich hier noch schnell handel und hier noch eine Adam-Leiche finde. Oh oh. Pfarrer Simon Wales, können Sie mich hören? Ich habe einen Teufel in Ihrer Gegend in die Falle getrieben. Und Simon. Daniel ist tot. Ermordet. Hören Sie nicht, wie er nach Gerechtigkeit schreit? Die haben dir den Saft abgedreht. Du sitzt fest, bis die Notstromversorgung anspringt. Ich helfe dir, dir die Meute vom Leib zu halten. Sieh in der Rohrpost nach. Okay. Hier? Ja. Wisse, Bestie, Daniels Körper mag erkalten, aber seine Seele ruht im Kinde des Lamms. Du wirst in der Hölle schmoren und ich werde ein trauernder Bruder sein, der dich dorthin schickt. Naja, da bin ich mir nicht so sicher, wer hier in der Hölle landet und so, aber probieren wir es mal aus. Scheiße, ich habe echt gedacht, ich käme jetzt so leicht dort durch. Ups, na gut, dann muss es halt auch noch sein heute in der Episode. Wir hängen nur Weihnachten. Dann machen wir ein bisschen länger machen. So. Was habt ihr dann zu bieten, ihr Widerlinge? Yep. Schade, das ist nicht so viel wie gedacht. Wir könnten dann nochmal die Harpune nehmen. Die ist zu langsam und macht ein bisschen zu wenig Schade. Deine Sünde holt dich ein, Bestie. Und sie hat unzählige Namen. Hoppla. So. Und ich habe da also die Little Sister bei mir hinten drauf auf dem Rücken. Ups. Geh weg, du hässlicher Vogel. Hoppala. Apropos hässlicher Vogel und so. So. Okay. Die sollten aber alle machbar sein. So, was seid ihr? Ja, das sind lauter Spider-Splicer. Also ich glaube, die hat kein normales Splicer mehr parat. Eleanor Lamb ist unsere Rettung, Dämon. Du wirst uns nicht um unseren letzten Lohn bringen. Was der wieder behauptet, der Schwätzer. Immer diese Prediger. Ah, dahinter springt schon was. Wieder so ein Brute Splicer. Okay. So ein dummer Hund. Komm schon her. Ah, okay. So ein fetter Brute Splicer. Brenn du ruhig, du Idiot. Okay, da krieg ich jetzt nochmal eine rechtliche Bohrertreibstoff hier um die Ohren gepfeffert. Und krieg ich da so einen fetten Daddy-Angriff, so einen Bouncer-Attack. So. Gut, das dürfte ausreichen, hoffe ich. Gut gemacht, alter Knabe. Ich glaube, du bist schon nahe bei Simons unterirdischem Tempel. Geh zu Pumpenstation Nummer 5 und leg den Park von da aus trocken. Der Sauerstoff wird langsam knapp. Alter Knabe, wie er mich immer nennt. Das ist so geil. Okay, da haben wir jetzt hier nochmal voll aufgefüllt. Ab in der Bahn hier. Und ich würde es nicht gerne sehen, wenn unsere Partnerschaft so früh enden würde. Ja. Durchaus, alter Knabe. Ausgezeichnet. Okay, dann würde ich ja was sagen, das eignet sich perfekt, um hier mein Cut zu setzen. Und wir sehen uns dann morgen zum ersten Weihnachtstag wieder zu Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Also machen's gut und habt ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießen's mit anderen Leuten zusammen zu sein. Und ich hoffe, viele Leute denken an euch und nicht nur in Form von Geschenke, sondern dass auch viele Leute auch so einfach an euch denken und euch eventuell noch schreiben. Habt einen wunderschönen Tag und genießt die Feiertage. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt.
Iron Yankee.